Salut zusammen, herzlich willkommen zur 29. Folge von Swissinfo mit praktisch keinen Themen, weil praktisch nichts passiert ist, was sich logischerweise ergibt. Zuerst einmal ist es wichtig. Zuerst einmal ist es wichtig, euch mitzuteilen, dass ich eine Zwischensequenz habe. Ich glaube, das dürfte mittlerweile auch klar sein. Yeah, voll motiviert in Swissinfo. Gut, alle, die sich gerne ins Fernsehen wagen würden, aufgepasst, man kann sich jetzt wieder für die grössten Schweizer Talente anmelden. Yay! Und bevor jetzt jemand drauf kommt, nein, ich werde mich dort nicht anmelden. Hey, was unterstellt ihr mir da eigentlich die ganze Zeit? Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von so Shows, weil ich nicht sehe, was der Reiz daran ist, ins Risiko einzugehen, sich öffentlich bloßzustellen. In der Schweizer Variante ist das noch nicht so ausprägt, Gott sei Dank, wenn man aber so die deutsche DSDS oder America Got Talent anschaut. Ey, das ist pervers, was dort abgeht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich dort noch ein bisschen oldschool, aber das ist gar nicht mein Fall. Zweitens habe ich mich bei der letztjährigen Jury ein bisschen gewundert, warum der Gilbert Gress dort sitzt. Ich meine, das ist ein Fußballtrainer. Das ist so absurd, wie wenn man plötzlich einen Schlagersänger einen Fußballclub trainieren lassen würde. Es bringt einfach nichts. Und wenn er dann jemanden kritisieren muss, ist es einfach komisch, weil man ja auch nicht seinen Fußballstil kritisiert, was er in den 80er und 90er trainiert hat. Aber gut, er ist ein Publikumsliebling und unter diesem Aspekt hat er vermutlich einfach so einen Zuschauer generieren, was ihm sicherlich gelungen ist. Jetzt meine Frage an euch, und an dieser Stelle muss ich eingestehen, als Unterhaltung ist das durchaus brauchbar, aber was meint ihr? Schaut ihr die Sendung? Was sagt ihr allgemein dazu, dass so etwas auf dem Schweizer Fernsehen läuft? Eure Meinung einfach mal ab in den Kommentar. In Deutschland ist ein Strafverfahren gegen einen Fan vom EHC Olten eröffnet worden. Da hat nämlich bei einem Auswärtsspiel in Deutschland einem deutschen Polizist der Hitlergruß gezeigt, was dort klar verboten ist. Und nein, ich will jetzt die Geste nicht demonstrieren. Jedenfalls frage ich mich, was dem seine Intention dabei war, was es dem im Hinblick auf das Spiel bringen sollte, einem Polizist der Hitlergruß zu zeigen. Und allgemein finde ich, machen Fußballfans immer mehr Schlagzeilen. So hat zum Beispiel kürzlich ein FC Basel-Fan ein Stück Rasen beim FC Aarau rausgeschnitten am Spiel, wo der FCB letzte Saison Meister war. Ist. So im Andenken an das legendäre Spiel ein Stück Rasen mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das die Idee von einem Souvenir ist. Wie würdet ihr reagieren, wenn euch jemand kommt, hey, das ist ein Stück von dem legendären Rasen, wo wir Meister geworden sind? Ich glaube, ich müsste lachen. Aber eure Meinung dazu und speziell vielleicht nochmal zu dem Hitlergruß, wo ihr die Schweiz wirklich nicht gerade in gutem Licht dastehen lasst, einfach mal wieder ab in den Kommentar. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt und überhaupt nicht in den News oder so zu finden ist. Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahren. Hey, das ist doch endlich Zeit, dass uns das mal jemand gibt. Mir persönlich stinkt es, nicht wählen zu können. Bei jeder Abstimmung und ganz spezifisch bei den Wahlen trifft mir die Erkenntnis erst recht. Und die Gegner, die finden, oh, bei den unter 18-Jährigen gibt es viele, die finden sich erst noch politisch, das sind Extremisten, bla bla bla. Es gibt in jeder Altersklasse in jede Richtung Extremisten, da macht die Jugend keine Ausnahme und schon gar nicht keinen überproportionalen Anteil aus. Es gibt sogar Kantone, die bei Abstimmungen auf kantonaler Ebene ein Stimmrecht ab 16 eingeführt haben, wie zum Beispiel Glarus, aber dort mit der Landsgemeinde und so weiter kann man das natürlich nicht hundertprozentig als schweizweit repräsentative Kanton nehmen. Wobei es meiner Meinung nach überhaupt gar keinen schweizweit repräsentativen Kanton gibt. Mir persönlich würde aber eure Meinung zu diesem Thema sehr wundern, vor allem was ich sehr bedauere, sobald man dann mal 18 ist, stinkt es einem halt ein bisschen, sich für die Jüngeren einzusetzen, weil man denkt, jo, die werden ja eh bald selber 18, was soll's, lasst ihr noch ein paar Jahre schmoren. Aber wie gesagt, eure Meinung dazu stimmt ihr mir zu, ihr dürft mir gerne kritisieren, wenn ihr anderer Meinung sind, aber für das ist die Kommentarfunktion da. So, und dann kommen wir zur allerletzten Meldung von dieser Swissinfo. Ich weiss, es ist wirklich sehr kurz gehalten und für die, was ich jetzt, falls es vorhanden ist, übers wechselnde Licht wundern, es liegt daran, dass ich jetzt gerade eine halbe Stunde lang für ein einziges Thema recherchiert habe, beziehungsweise nach einer halben Stunde mal etwas Brauchbares gefunden habe. Hey, die Swissinfo killt mich. Die Swissinfo killt mich. Tja, das können wir als Menschen, die halt nicht Fracht sind, nicht wissen, aber die SBB ist nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch für den Güterverkehr zuständig. Kürzlich hat aber eine Forderung aus dem Nationalrat gefordert, dass man SBB Cargo, also die Cargo- und Frachtunterabteilung, privatisieren soll und von der SBB abspalten. Nochmal ganz kurz zur Auffrischung vom Wissen, die SBB ist ein staatlicher Betrieb, das heisst, es ist hier kein privater Verdienst dahinter, sondern es ist einfach ein Staatsbetrieb. Wenn dort davon ein Teil privatisiert wird, würde das bedeuten, es wird wie ein eigenständiges Unternehmen
der dann nicht mehr im Staat gehört und wenn es Verlust macht, vielleicht auch Konkurs gehen kann. Das ist jedenfalls die Forderung oder der Vorschlag vom Nationalrat gesehen, aber der Ständerat sagt so, da machen wir nicht mit und damit ändert sich gar nichts. Das ist jetzt wert, darüber zu berichten, es ändert sich gar nichts. Hey, die Swissinfo bringt euch weiter. Hört, es deprimiert mich. Wenn nichts passiert ist, komme ich mir wirklich fehl am Platz vor. Und darum beenden wir jetzt die Swissinfo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt ein Wochenende, das jetzt dann kommt. Und damit, tschüss!